Hat jemand Ritalin da? Ich kann mich schlecht konzentrieren. Wurzeln im Thurgau, Heimat im Thurgau. Genieße dieses Leben, unsere Freiheit im Thurgau. Genieße dieses Leben, bis wir sterben im Thurgau. Frauenfeld ist halt bekannt, erstens mal für das Open Air, aber es ist auch eine grosse Stadt der Rätsel. Und ich weiss, du bist ein grosser Rätselfreund, du tust sehr gerne rätseln. Und ich gebe dir jetzt einfach mal das hier. Kannst du mal lösen. Und dir in der Zwischenzeit überlegen, was vielleicht deine Aufgabe sein könnte, wo wir hergehen. Ja, wir gehen Lotto spielen. Bin ich hure stark. Das konnte ich früher schon immer können. So Ach, du weißt, um was es geht, oder? Ja, sicher. Du musst sie in die richtige Reihenfolge bringen. Ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 8. Aber ich weiss, um was es geht. So halb geht es in diese Richtung. Aber was du näher lösen willst, ist noch viel lustiger, weil es hat keine Zahlen. Dafür ganz viele Farben. Wir gehen zu Swiss Cubing, zu den netten Menschen von Swiss Cubing, und du wirst das ganz, ganz schnell lösen. Die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben. Wir sind Swiss Cubing und organisieren das Speedcubing-Turnier. Speedcubing ist das schnelle Lösen vom Zauberwürfel. Und mir persönlich macht es extrem viel Spaß, Turnier organisieren. Wir sind eigentlich wie eine kleine Familie und ich finde das einfach genial. Janis, Speedcubing. Das ist nicht etwa irgendwie mit Drogen verbunden, wie man jetzt denken könnte, sondern ihr probiert die Würfel nicht einfach nur zu lösen, sondern möglichst schnell zu lösen. Ja, genau. Ja. Wie kommt man auf das? Gute Frage. Also ich jetzt selber wollte in der Schule eigentlich ein Mädchen beeindrucken. Und dann habe ich gedacht, ja, easy, wenn ich jetzt den anfange zu lösen, dann nachher erobere ich sie vielleicht. Aber sie war einfach nicht genug beeindruckt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Weil ich war vorhin recht beeindruckt. Der Nico, als wir das reinkamen, der war schon vor dem Lösen. Ja, genau. Ja. Und das war eigentlich auch dein Ansporn, immer schneller zu werden? Oder? Ich habe sie immer mega interessant gefunden. Also es gibt ja wie zwei Arten von Menschen. Mensch 1 denkt sich, boah, geil, ich will wissen, wie das geht. Und das kann ich lösen, oder? Und Typ 2 wäre dann eher so, das ist viel zu schwierig. Ja. Ich glaube, das kann ich gar nicht lösen. Dann irgendwann wollte ich dann auch den Würfel schneller lösen. Und dann haben wir irgendwann in der Schweiz auch einen Verein gegründet, haben angefangen, Turnier zu organisieren. Also es gibt ja eigentlich nicht nur den klassischen 3x3-Würfel. Habe ich gemerkt hier. Ja, genau. Der Nico hat irgendwie etwas Komisches. Genau, das ist eine Pyraminx, eine Pyramidenform. Du hast das Louvre gemacht. Ja. Genau. Ja, da sind wir. Machen etwa 12 Turniere im Jahr. Hast du es dann geschafft? Also, hast du dann mal eine beeindrucken? Ja, das ist auch noch dazu. Ja, schon. Ja, also dann im Endeffekt dann schon. Nach ein paar anderen Versuchen, genau, habe ich es dann geschafft. Und welchen hast du für ihn genommen? Ich habe den genommen. Den? Ja, mit dem kann ich am meisten flexen. Genau, ja. Dort kann ich dann sagen, ja, genau, ich könnte den Nationalrekord machen. Hat sie noch die Farbe wünschen? Nein, ich fange immer mit der gleichen Farbe an. Was macht jetzt eigentlich der Nico genau? Weil, also so einen Würfel, jetzt ehrlich, das schafft er nicht und ich auch nicht, und das ist schon völlig okay. Ja, sein Ziel wäre sicher mal, dass er eine Seite heranbringen würde. Ich habe eigentlich high hopes für ihn, dass er das schafft. Danke. Ich glaube an dich. Tommy, das ist hoffnungslos. Ich kann dir sagen, ich habe vorher noch schnell auf dem WC ein paar Tutorials angeschaut. Im Fall. Aber es hat alles nicht genützt. Vielleicht liegt es so an meinen Wurstfingern, so Uli Hoeneß. Ich habe richtige Wurstfinger, du Tommy, hast richtig zarte Fingerli. Kannst du mir ein bisschen Tipps geben, wie schaffe ich das? Ich muss ja einfach eine so Fläche muss ich schaffen. Du hast 3 verschiedene Steine. In der Mitte, Kante und Ecke. Wie bei einem normalen Würfel. Ja. Also die Mittelsteine haben eine Fläche, die Kantensteine haben 2 Flächen und die Eckensteine 3 Flächen. Ja. Und nachher die in der Mitte gehen die an, welche Farbe ankommt. Kreuz ist, wenn alle Kantensteine richtig sind. Hat jemand Ritalin da? Ich kann mich schlecht konzentrieren. Das ist richtig. Da löst du ein Problem und dann kommen die 2 neu. So ist das Leben. Das ist schlau, aber es ist wie nicht das Schema. Er ist ja eben schon da und das nervt. Wo ist deine orange Mitte hin?
Ich kann das nicht. Gut. Nico, ich habe vorhin noch etwas gehört von innere Mitte, finde oder was? Wie ist das ganz genau? Nein, so, das ist Das meine tut ihm drum noch Lieblingsfarbe, gut. Orange. Einfach. Du musst Mitte finden, oder? Es ist so. Du musst dann einfach eine Seite arbeiten. Ja. Dein Gegner, der Bernhard, der muss den ganzen Würfel arbeiten. Aber blind. Aber weißt du stellst mir hier wirklich als Volltrottel her. Weil ich arbeite das so, also dann mache ich den ganz, wenn er es blind macht. Go for it. Okay, das haben wir gehört. So, Janis, wir sind hier am Scramblen. Was Genau. heisst das? Das heisst eigentlich, wir mischen den Würfel so durchmischen, dass er genau das Bild da hat. Sie bekommen beide dann durch diesen Würfel. Den Genau, gleichen. sie kommen genau den gleichen Würfel über, damit es fair ist. Oder? Du hast mir vorher angelernt wegen dem Tee und so, aber ich packe es nicht. Aber ich kann im Fall nicht verlieren. Und wenn ich verliere, das will hier niemand sehen, weil dann wird das ganze brenzige Situation. Kannst du mir eine Seite vorbereiten? Willst du ein bisschen rumhusten? Wie? Kannst du ein bisschen laut husten? Okay. Welche Seite? Nur eine Seite. Weißt du, du einen in die Pulli. L, U, 2, R, 2, U, 2, F, 2. Das ist wirklich eine U-Bahn-Station. Genau. Wenn das alles stimmt, dann kannst du den Würfel weitergeben. Das ist der Scrambler. Genau. Gut. Seid ihr beide parat? Ich will einen fairen Match sehen. Oder wie sagt man dem? Nicht Match. Sagen wir dem noch. Zerstörung meinst Eine faire Zerstörung von deiner Seite, Bernhard. Lass ihn ein bisschen zappeln, So, die aber Schnur dann jetzt, ich machst du ihn will kaputt. anfangen. So. Dann würde ich sagen, let's go! Du schaust jetzt noch ein bisschen an und dann machst du die Schotten dicht, gell? Psst, Ruhe im Fall jetzt wirklich im Ernst. Du bist aber schon recht weit. Wirklich Ruhe. Kannst du es ein bisschen leiser machen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Scheiße! Ficken! Geht's wieder? Hallo. Totale Eskalation. Bitte. Ja, es war gleich zuerst fertig. Trotzdem. Der Nico hat zwar probiert zu beschissen, aber der Bernhard hat es gleich geschafft. Wir haben hier den Beweis, dass der Nico unehrenhaft war. Der Spieler hat den Würfel austauscht. Mega guter Trick. Leider hat es nicht funktioniert, weil du hast vergessen, die Zeit zu stoppen. Weißt du was, ich glaube, ihr habt alle gesehen, dass ich sehr aufnahmefähig bin. Dass ich eigentlich zukünftig vielleicht auch Mitglied werden kann bei euch, wenn ich es noch ein bisschen besser trainiere. Das mit dem Tee habe ich im Griff. Orange ist meine Lieblingsfarbe. Das habe ich gelöst. Die anderen Farben interessieren mich eigentlich grundsätzlich nicht. Was ich auch interessant finde, das habe ich gemerkt, ich bin alter Ästhet. Wir lernen einfach lila. Also es ist auch schön, Schon gut. wenn man je nachdem einfach schöne Farbmuster in die Würfel bringt. Absolut, ja. Ich finde das auch nicht schlecht. Also sagen wir es so, wenn du wirklich mal an ein Turnier würdest kommen, dann nachher wirst du für Swisscubing eingeladen und dann müsstest du deine erste Teilnahme nicht zahlen. Aber dort wird einfach nicht beschissen, Nico. Nein, dort wird er nicht beschissen. Dort musst du ihn dann richtig lösen. Weil ich bin schon ein bisschen, weißt du, so, ich habe mir Mühe gegeben, den Verein ausgesucht und so, und die Jungs waren nett und du kommst jetzt hier mit dem, also wir reden da schon noch drüber. Das ist Rufmord, Ja, so einfach kommst du hier nicht davon. Das ist Rufmord. Nein, ist einfach nicht okay. Das ist Rufmord. Das ist einfach nicht wir okay. werden das auf der Du hast die Videowiederholung wieder- sehen. Du So, Nico, du bist zwar immer noch dran, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du hast beschissen hast. Wirklich. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich bin da nicht ganz d'accord. Ich habe
Du bist nicht d'accord, also du findest es okay, hast du Ich beschissen? habe gefunden, ich habe das Möglichste gegeben und das ist einfach so, in meinem Rahmen ist das alles voll okay gewesen. Ich habe nicht die beste, ich muss sagen, ich habe wirklich nicht die beste Leistung können abrufen. Nein, finde ich auch. Aber Marco, nächste Woche gibt es eine Chance zum Verbessern, auch für dich. Wir sind gespannt. Es würde uns freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid. Nächste Woche 2 neue Vereine. Bis dann, liebe Grüße.